Ich weiss haargenau, wie es ist. Wir alle bleiben ab und zu in dieser Falle stecken. Man sagt sich, hey, ich fühle mich ja eigentlich wohl, also muss ich ja fast glücklich sein. Aber leider funktioniert das Leben nicht so. Je länger wir in der Komfortzone bleiben, umso unglücklicher werden wir im Alltag. Das Leben wird eintönig, grau in der Farbe, so ein bisschen wie das Hart-Quartier in Zürich. Wir bleiben in unserer Misere, weil wir Angst haben, dass die Unannehmlichkeiten ausserhalb dem Bekannten grösser wird sein als das Unbehagen, das wir jetzt spüren. Egal wie unerfüllt wir jetzt sind. Das Lösungswort heisst Abenteuer. Sich damit anzufreunden, dass man es auch mal nicht so bequem hat. Jeder kann das machen und in diesem Video erzähle ich, wie ich das angattige. Early Saturday morning. Es ist Samstagmorgen und sie sagen, dass der Hurricane Lucy... Moment. Nein, Hurricane Hillary sollte hier oben in Los Angeles im Laufe des Tages eintreffen. Vielleicht auch erst morgen. Und dass wir daheim bleiben sollen. Aber logisch werden wir nach San Diego düsen, um zu schauen, wie das aussieht, wenn der Sturm von Mexiko reinkommt. It's Sunday morning. Mittlerweile ist es Sonntagmorgen. Der Sturm Hillary sollte hier sein, aber es gibt nicht viel zu schauen. Viel kann ich auch nicht sehen. Es schifft, das ist eher selten im Sommer hier, aber sonst ist es ziemlich ruhig. Es luftet nicht und ja, ich bin schon gewundert, ob es dann noch schlimmer wird. Später hat der Regen dann noch ein bisschen zugelegt, wie ihr seht. Aber es ist windstill geblieben und das war es ja schon gewesen. Ciao zusammen, mein Name ist René und ich bin Schweizer Doc-Filmer in L.A. Ich habe lange davon geträumt, spannende Videos über Menschen und ihre Leidenschaft zu machen. Aber ich hatte doch keinen blassen Schimmer, wie ich das anpacken soll. When my gut tells me to do Wenn mir mein Bauchgefühl sagt, dass ich etwas machen sollte, wo ich Angst davor habe, dann lässt mich das meistens nicht mehr los. Ich sage mir dann gerne, René, das machst du jetzt. Es ist wie mit dem Zahnweh. Wenn ich zum Zahni muss, dann lieber morgen als in 2 Wochen. Dann habe ich es nämlich hinter mir. Also habe ich mir eine kleine Anfängerkamera abgestellt und habe mir nächtelang YouTube-Videos über das Filmen machen angeschaut. Und dann habe ich einfach probiert, das Ganze nachzumachen. Viele machen einen grossen Fehler. Wenn man sich ein grosses Ziel setzt, dann gehören Angst und Zweifel einfach dazu. Wie Senf zu einer Bratwurst oder Ananas auf einer Pizza. Wichtig ist, dass Angst und Unsicherheit uns einfach nicht von einem Abenteuer abhalten. Weil man muss ja nur so viel Risiko eingehen, wie man sich dabei noch wohlfühlt. Ich selber habe in der Freizeit mit dem Filmen angefangen und habe dann erst umgeschwenkt, als das Doc-Film an Fahrt aufgenommen hat. Ich schnurre immer wieder mit Leuten, die etwas gewagt haben, Rückschläge haben müssen einstecken, aber am Schluss ihr Ziel erreicht haben. Es ist einfach unglaublich, was möglich wird, wenn man nur wirklich will. Ich habe grossartige Neuigkeiten. Nach der erfolgreichen Kinotournee im letzten Jahr wird Schweizer Fernsehen SRF mein Doc-Film diesen Herbst ausstrahlen. Jetzt bin ich gerade dran, den Film für das Fernsehen zu mastern. Als ich das erste Mal die technischen Anforderungen bekommen habe, bin ich, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen überwältigt gewesen. 6, 7 Seiten voll mit Anweisungen. Aber die Leute beim Sender sind super und haben mir geholfen. Super cool and helped me through the process, which was really nice. Das war wirklich cool gewesen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Nehmt das als zusätzliche Inspiration, dass das Zeug möglich ist. Manchmal muss man halt einfach ein Risiko eingehen.
Glaubt mir, ich habe immer noch keinen blassen Schimmer, woher mir meine Doc-Filmreise führt. Aber ich bin unterwegs und das allein macht mich zufrieden. Here's my Hier tip. ist mein Tipp. Wenn du vom Alltag ausbrechen willst, musst du 2 Sachen machen. Erstens, du musst einfach genau wissen, was du willst. Definier dein Ziel so klar wie möglich. Das Gute ist, du musst nicht wissen, wie du dorthin kommst. Das regelt Punkt 2. Zweitens, mach den ersten Schritt, der dich scheinbar in die richtige Richtung bringt. Dann schau einfach, was passiert. Und dann machst du den nächsten Schritt. Voilà, das ist die ganze Hexerei. All the magic. Zum Schluss noch etwas ganz Wichtiges. Schau ab und zu in den Rückspiegel. Wenn man immer nur nach vorne schaut, dann scheint das Ziel vielfach frustrierend weit weg zu sein. Aber wenn man dann zurückschaut, sieht man, wie weit man schon ist gekommen. Wenn man wirklich etwas will, lohnt es sich dafür zu kämpfen. Wir alle haben die einmalige Chance, unseren Traum zu leben. Das war nicht immer so gewesen und das muss auch nicht unbedingt so bleiben. So, das war es für heute. Wow, zieht ihr den Sonnenuntergang rein. Merci fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.